muss ich erst einmal schnell mein Büro herrichten da herum. So. Das hebt. Grüß euch gut, liebe Leute. Schön. Ja, ganz ungewohnt ist das noch, gell? Wenn man wieder in so eine volle Halle erzählen kann. Übrigens, wir fangen jetzt mit den Reden von 2021 und 2022 an. Die von 2023 werden so um 1 in der Früh angehen. Passt das in den Zeitplan, Frau Eigner? Nein, das war ein Spaß. Also für die, die es nicht verstanden haben, war ein Spaß, ganz ruhig, gell? Liebe Gäste, bevor ich mit dem Blecker anfange, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein paar nachdenkliche Worte zu sprechen. Zum letzten Mal haben uns wir da getroffen, am 7. März 2020. Da war schon klar, dass was Ungewohntes auf uns zukommt. Aber das Ausmaß haben wir alle nicht vorausgesehen. Traurig gestimmt hat uns wenige Tage später die Nachricht, dass der Manxl-Sepp, nicht wegzudeckender Teil der Hereraner Musik, von uns gegangen ist. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Große der Sepp über mir hochgestimmt hat. Ja, und in den letzten 3 Jahren haben uns viel zu viele Leute verlassen. So wird man jetzt noch schnell unsere Lieben gedenken, die heute nicht dabei sein können. Dass ich mit dem Zistel mich nicht mehr anstessen kann, habe ich nicht glauben können. Hansi, ich bin sicher, stolz schaut er runter und macht nächste Woche auch ein Kreuzchen für dich dazu. Ja, und gestern haben wir den langjährigen Gemeinderat und 2. Bürgermeister Lutz Günther auf seinem letzten Weg begleitet. 2020 wurde Herr Rondo für seine langjährige Tätigkeit im Gemeinderat und als 2. Bürgermeister genannt. Viele von uns haben in den letzten Jahren jemanden vorausgelassen müssen. Und daher darf ich euch jetzt alle bitten, kurz für die Schweigeminuten aufzustehen. Danke. Jetzt fange ich nochmal von vorne. Grüß Gott, sage ich schon. Zu jedem da herin, zu jeder Frau, zu jedem Mann und zu jedem, der wo sich einfach nicht entscheiden kann. Das ist gar nicht so einfach, heißt es. Ich habe zuerst die ersten 10 Seiten genderneutral geschrieben, das ist mir nicht leicht, ja. Ich habe es da bleiben lassen. Und wir alle so da uns. So mancher ist ein bisschen bucklert, aber im Großen und Ganzen macht es ein schönes Bild. Bei manchen ist er zwar gewachsen, der Ranzen, aber das ist ja wurscht. Heute schaut das nicht, heute haben wir eh Hunger. Ja, wenn ich da so runterschaue zu euch, da werden wir ganz anders. Ganz warm und wehmütig werden wir da. Ist schon so lange her, dass wir waren in der letzten Fastenpredigt drauf. Ja, liebe Leute, wenn ich da so runterschaue zu euch, alle, ja, fast alle, grinsen mich an. So mancher fragt sich, vielleicht jetzt noch nicht gleich, aber später gewiss, so mancher fragt sich, warum habe ich mir das schon wieder da? Das Essen habt ihr alle schon was gekriegt, wenn man an so manchen fettigen Rüssel sieht. Auf dem Durst haben sich auch schon die Mehreren was geschüttet ins Gesicht. Während wir die Burschen heuer wieder angelegt haben, das süffige Maxl war der Starkbier auf den Strömen, das Saublutter im Kessel, soweit noch was los. Warm ist herin, Theron oder Musi hockt neben mir, den darf jetzt einmal gleich sauber klatschen. Ja, bevor wir jetzt mal drüber reden, was so los war in unserer Gemeinde, würde ich sagen, der wir uns jetzt nicht lang planen. Klang wir unser Kriegerl an und dann sagen wir doch gleich mal sauber an.
Liebe Musikanten, lasst eure Player krachen und ein Prosit her. Ein Prosit, meine Damen, ein Prosit, meine Herren. Das geht gleich leichter. Gerhard, in jedem Schluck werden wir entspannter. Wo wir gerade bei Herrn Bürgermeister sind, möchten natürlich alle Mitglieder vom Gemeinderat recht herzlich begrüßen. Da können wir froh sein, gell, dass die mehreren an einem Tisch beieinander hocken. Für so manchen waren die Online-Gemeinderatssitzungen ganz praktisch. Da hat man nicht nebeneinander hocken müssen. Gell? Unser katholischer Pfarrer, der hat sich heute entschuldigen lassen. Der einzige Hubert da ist, weiß ich nicht, gesehen habe ich nicht. Hubert, wenn du da bist, freut mich, dass du da bist. Ja, und ein ganz treuer Gast, der evangelische Pfarrer, der Fischer Samuel, der ist heute da. Das ist eigentlich schon was, gell? Das ist eigentlich schon was. Mittlerweile ist das beständigste Amt in unserer Gemeinde, neben dem Fastenprediger und der Rathauschefin, der evangelische Pfarrer. Samuel, herzlich willkommen in unserer ökumenischen Runde. Normalerweise hätte ich jetzt an der Stelle den Bruckmüller Bürgermeister begrüßt, aber der hat gemeint, vorsichtshalber bleibt er der Veranstaltung heute fern. Falls doch was kommt, was ihn interessiert hat, dann richtet es ihm aus. Ja, gell, weil in Bruckmühl wird jetzt so manches auch schon auf der Kirche ein Vorbild gemacht. Die kennen sich mittlerweile auch aus mit schlechter Planung und Streiterei. Geht gerade ab, dass der Bruckmüller Bürgermeister 2 Kirchen Asyl braucht, wenn er über so hakelige Sachen angeht. Aber beim Schabern findet der gewiss einen Platz. Ja, wenn Sie getragen, sogar aus dem Bayerischen Landtag haben wir wieder die Ehre gekriegt. Nein, der Winhardt hat sich heuer nicht zugetraut. Wir haben zwar vorsichtshalber eingeladen, nicht dass der Burschenverein wieder Anzeige kriegt und auch der Gemeinderatslandtagsabgeordnete Immobilienmetzger wird, der Bergwiller Franz, grinst auch nicht auf, weil er ist auch nicht da. Ich habe übrigens herausgefunden, dass der ein Jahr jünger ist wie die Frau Eigner. Das sieht man ja einfach nicht an, gell? Aber der Herr Hagen von der FDP, der sitzt da. Und weil die alternativen Kollegen nicht da sind, sitzt er auch nicht in Sicherheitsabstand. Oder muss ich die gelbe Fahne umhalten, gell? Jetzt hat gestern der Schafrat glücklicherweise gerade noch so sich den Namen da merken können. Leiden bist du zwar schon gewohnt, gell? Hat ja schließlich ein Radler mehrere Prozent für die FDP momentan. Aber trotzdem strahlst du Optimismus aus. Das freut mich halt wieder. Ich hoffe, du bleibst auf der linken Spur. Wurscht, ob es ein Citroën ist oder ein BMW. Die, die gestern zugeschaut haben, haben es kapiert. Und schiebst deine Partei weiter nach vorne. Ja, und als Unterstützung für unser Bundestagskandidaten Gemeinderatslederhosenmodel Pankrat Schaberl von der SPD. Hätte er heute eigentlich extra die Rausstattoris aus dem Windradlandkreis Ebersberg eingeladen. Aber die hat sich leider genauso wie der Huber Thomas von der CSU was anderes ins Terminplan reingeschrieben. Aber ich bin da! Aber du bist da! Genau, danke! Als der Unterstützung muss er wieder mal der Österreicher herhalten, aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Was mich aber ganz narrisch freut, ist, dass unsere Mama Bavaria heute da ist. Es langt nämlich nicht, dass du, liebe Ilse, als Landtagspräsidentin über die ganzen Wulden im Landtag dein präsidiales Auge wachen lässt. Nein,
Mittlerweile rohrst du im Fasching auch noch als Mama Bavaria umeinander. Da kann der Markus noch so oft als fränkischer Abraham daherkommen. Gegen Sie, Frau Eigner, liebe Ilse, da kommt der nicht an. Übrigens, an der Stelle hätte ich gleich einen Vorschlag für unseren Ortsrat. Wer es nicht weiß, der Ortsrat ist die beschauliche Seniorengruppe, die sich um den Dorfplatz kümmert. Ich darf einen Vorschlag zur Güte machen. Ich darf eine 10 Meter hohe Bronzeskulptur von der eigenen Ilse am Dorfplatz aufstellen. Und zwar genau so, dass die gleichzeitig auch als Maibaumhalter alle paar Jahre drucken die Ortsvereine quasi symbolisch der Ilse den Maibaum in die Hand und sie kann über den Dorfplatz der Gemeinde machen. Das war noch die Friedensstatue von Feldkirch. Peppi, da weiß noch fast wurscht, was mit der Bücherei passiert, gell? Weil den so gravieren wir einfach eine auf Initiative vom Kammerlabett. Liebe Ilse, schön, dass du heute da bist und mit uns einen geselligen Abend verbringst. Auch wenn lieber dir heute der Schaberland sagt und nicht der Hubert Eiwanger. Ich glaube, das ist auch mal wieder schön für dich, dass du in deiner Heimat sein kannst. Und übrigens, das Bier ist auch besser. Freie Wirtschaft ist obligatorische Selfie hinterher. Ja, und auch ganz narrisch freut tut mich, dass heute von der Schlossbrauerei Maxl Roheffer da ist. Ich darf den Herrn Träger stellvertretend willkommen heißen. Das ist, ja, der hat es ja schon gesagt. Das ist wirklich eine fertige Sache. In den letzten Jahren hat das ja bei nie so hingekauft. Ich hoffe, dass der Termin zukünftig einen festen Platz im Kalender hat. Der Herr Träger hat übrigens gestern schon einen Holzlohn hergeschickt und heute ist er selber da, mittendrin in der Politprominenz. Leider hat der Herr Prinz von Lobkowitz heute nicht können. Aber mei, vielleicht bringst du dir eine Portion Käsefleisch mit, das kann er sich auch daheim aufräumen. Ein Bier hat der daheim. Schön, dass du da bist und schön, dass der Jubilator wieder so süffig geworden ist. Da würde ich sagen, ein Prosit auf den Braumeister. Nur wir aufpassen, dass in der Kultur umsteigen, das ist ein Haken. Eine weitere strahlende Erscheinung unseres Gemeinderats. Jetzt reißt schon wieder ein Kammerlabett. Nein, Peppi, du bist nicht mal. Die Zukunft der Feldkircher CSU hat sich auch zu mir gesehen, die liebe Martina. Sei es auch du begrüßt. Du bist eine beeindruckende Frau. Schön. Ja, schön ist schon. Da wird sogar der Rest vom Gemeinderat aufhübschen, wenn du auf dem Foto bist. Ja, und sie ist nicht nur schön, sie ist auch gescheit, glaube ich. Und obwohl sie CSU-Mitglied bist, oder obwohl du CSU-Mitglied bist, war doch das was gewesen. Bürgermeisterkandidaten von der Kirche. Nein, nix was. Nix was. Aber freue mich trotzdem, dass du dich bei uns eingefunden hast. Ja, ganz wehmütig schaut der auf, der Schaberl Hans. Hans, dich möchte ich besonders grüßen heute. Lisbeth schaut übrigens nicht so wehmütig. Ja, Hans, du gehst jetzt schon das zweite Mal in Rente. Das schaffen auch nicht alle. Irgendwer wurmt mir das schon. Jetzt ist die Amtszeit um und ich habe eigentlich gar nie die Gelegenheit gehabt, dass ich die so richtig der Fleck. Beim letzten Mal hast du schon wieder einen Rentenschutz gekriegt. Dann war jetzt 2 Jahre nichts. Ja, heute ist schon wieder Zeit zum Servus zu sagen. Aber seid ihr gewiss, ganz ausgekommen wärst du heute nicht. Ja, und auch ein weiterer Teil der Zukunft der Gemeinde Feldkirchen Westerhamburg vor mir.
Mit rosigen Backern, passend zum Wahlplakat, grinst mir der Zistel Hansi an. Du Hansi, der will eigentlich nur Hansi zu dir sagen. Heute nicht. Heute haben wir über den Hansi über München diskutiert. Ich hoffe, dass das Grinsen jetzt schnell vergeht. Heute kannst du dir aber sicher sein, auch für dich fällt mir das eine oder andere Gesatzlein. Freut mich, dass du da bist und ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Ganz überrascht bin ich übrigens, dass der Friesinger Wast heute nicht da ist. Der ist ja momentan omnipräsent. Ganz wurscht, wo du schaust, überall ist der Friesinger Wast. Da sieht man halt auch den Fortschritt der CSU, gell? Die fahren richtig auf die Jugend. Liebe Räte, liebe Rätinnen, liebe Ratslose, liebe Abgeordnete und Abgesetzte, liebe Politiker und die gerne waren. Ich grüße euch da herin ganz besonders gern. Viel zu lang war die Zeit, in der wir uns haben nicht gesehen. Aber seid froh, wir waren die letzten 2 Jahre so mancher Flecker auf der Zunge liegen. Und da wir heute den Rahmen ja nicht springen wollen, haben so manche Bleckereien den Tod gefallen. Also reden wir nicht lang um den heißen Brei, heben wir an unseren Krug und sagen wir nein für hey, die Musik spielt noch einmal eine Brose da und wir stimmen alle wieder. Ja, läuft jetzt. Läuft schon noch wieder. Im März 2020 haben wir da das letzte Mal beieinander gewählt. Ja, Hans, du hast nur Welpenschutz gehabt und der Gemeinderat hat sich nur Mengen vorübergehend. Die Welt war halbwegs in Ordnung, also eine komische Grippe aus China ist umgeschwappt, aber dass sich ein paar Tage drauf die Welt komplett verändert, das hätte uns gar nicht gehabt. Auch bei mir hat sich was verändert. Kennt ihr euch noch an meinen Bernhard erinnert? Der Bernhard, das war mein kleiner Aktendackel. Der ist mit mir halb in der Kirche spazieren gegangen. Dass der Typ scheißerisch unterwegs war, das habe ich schon gehen vorher. Aber irgendwann war was komisch. Und der Tierarzt sagt man, der hat eine Schwarzbauallergie. Erst habe ich das nicht ernst genommen. Aber das ist ja wirklich bedenklicher, das Verhalten. Und vor allem am Schluss aus, sie hat das überhand genommen. Vor allem immer, wenn wir Richtung Bärhau aufgegangen sind, hat der total am Radl dran. Der ist komplett durchgerannt. Das war ein Zustand. Ich kann euch das aber auch nicht erklären, warum ich das ein Graz Bärhau gemacht habe. Das war irgendwann auf jeden Fall nicht mehr tragbar. Ich habe einen Nekto. Also nicht Nekto im Sinn von Nekto, sondern Nekin. Ja? Nachgefragt habe ich beim Katzentraum zu Bruckmühl, ob die was wissen, wer sich um nervöse Hunde mit Schwarzbauallergie kümmert. Die haben mir nicht helfen können. Nach langer Suche hat der Bernhard jetzt tatsächlich eine Stelle gekriegt, da wo man sogar brauchen kann. Er ist jetzt quasi ein Therapiehund. Ausrangierte und verwirrte Politiker können ihm ein schlechtes Gewissen leichter. Seitdem es Gesichtsmasken gibt, ist der ausgebucht. Ich habe aber was gehört, dass der Wiener dann ab und zu bei ihm ist. Ja, aber auch ohne meinen Bernhard bin ich fleißig in Verkehr und dem schönen Mannfeld da auf der Ross. Muss man ja. Weiß man ja nicht, wie lange das noch schön ist. Da kommst du in Orfling, am Pullacher Kreisel daher. Schaurig, schön, erstrahlend, die spielerisch gestalteten Spundwände der Hochwassermaßnahmen. Dann fahrst du durch das Gählinger Sumpfgebiet, um noch vorn über den Huberdamm des Mangfalltals zu brausen. In Westerham angekommen, vergisst man fast, dass das einmal ein schönes Dorf war. Ich kann mich erinnern, dass vor 6 Jahren der Herr Schaberl den Finger hob und gemahnt hat,